Menschenfreund. Dort oben brennt noch Licht. Zugennageltes Fenster. Da haben sie ein Scheißhaus. Der Götterkreis. Irgendwann hole ich alle Gebete nach, die ich auf dieser Reise versäumt habe. Aber erst rette ich Nuri. Oh, das ist ein Rätsel. Ich hoffe so nicht. Was gehört dort hinein? Der Stab einer Sonnenuhr vielleicht? Ein Loch, nicht einmal einen Spann tief. Eine Sonne nur. Ja gut. Haben wir Winter. Gibt's keine Sonne. So wie die Bretter angeschlagen sind, halten sie doch nicht einmal Tauben ab. So wie die Bretter angeschlagen... Und dann mal Schimmel jetzt. Da eine. Die Schrifttafel. Hinter der Tür murmelt irgendjemand irgendetwas, aber ich verstehe kein Wort. Wer murmelt hier? Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Wandteppich. Den Magiern sind wohl die Bretter zum Fenster zunageln ausgegangen. Schaut aus, bei den. So, jetzt kommen wir nach draußen. Andergast Vivat, Andergast Crescat, Andergast Floriat. Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Fatum est inscriptum. Eus causa discimus. Wie schaut du aus? Geron, du lebst noch! Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nuri. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nach dem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Erzählt mir von diesen Wahrträumen, die die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher Wahrträume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres. Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten, um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus, indem er die Gesichter von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben. Wegen etwas anderem. Seit dem Krähenangriff im königlichen Gemach hatte ich immer wieder diesen einen Traum. Von der Hinrichtung des Sehers. Krähen haben dich vom Seher träumen lassen? Sehr beunruhigend. Im Feenreich konnte ich diesen Traum endlich enträtseln. Auf dem Scheiterhaufen muss der Seher seine Seele in den Körper des Raben gerettet haben. Mit Hilfe eines verzauberten Reifs. Diesen fordert er jetzt vom König zurück.
Das geheimnisvolle Artefakt des Sehers, das damals aus der Asche geborgen wurde. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Wisst ihr, wo dieses Artefakt heute ist? Keine Magie konnte den Reif berühren. Er ließ sich weder entzaubern noch zerstören. Deshalb sollte das Ding in der Akademie sicher verwahrt werden. Magister Eichwart hat es in Verwahrung genommen, als sich der Seher wieder offenbarte. Ich suche in der Bibliothek, ob es dazu noch Aufzeichnungen gibt. Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie, Hüter des Reifs des Sehers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen. Also will der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben. Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Wegen etwas anderem. Ich muss Nori retten. Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Sehers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren. In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. In Noris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon. Was bewirkte sie? Sie hilft sich bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle Träume von der Zukunft. Bei Satinaf, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Sehers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Wahrträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Schatten umhüllen mein Lebenswerk. Ja, Mann. Bin gleich zurück. Schluss mit dem Gequatsche. Es geht ans Eingemachte. Ein Zauberglas. Erstaunlich. Hinter diesem Zauberglas ist die ganze Welt viel größer. Braucht ihr dieses magische Guckglas noch? Die Lupe? Im Augenblick nicht. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Ja gut, ich lerne mir's gerade aus. So, die Schrifttafeln. Ne discere cessa. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Pro sapientia discere. Pro animum abstinere. Pro Regnum mori. Für die Weisheit lernen, für den Geist sich enthalten, für das Königreich sterben. Ich sterbe lieber für Nuri. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? Quid est veritas? Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. So, ansonsten geht doch nichts, oder Warum wie? können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache? Ja gut. Die Weinkaraffe. Braucht ihr die? Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In vino veritas. Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand. Genau. Nicht, dass ihr sie da weiter besäuft. So, das Bücherregal. Viel zu viele Bücher. Das kann doch kein Mensch alles lesen. Oh Gott. Soll ich das suchen? Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher.
Ah, sieh an. Um dich vorm Zauber der Feen zu schützen, male ein Schweinsköpflein an deine Tür. Hätte ich das nur früher gewusst. Vielleicht finde ich hier noch etwas zur Harfe des Sehers. Spar dir die Mühe. Ich habe das ganze Regal durchwühlt. Magistra Dorota hat nichts weiter hinterlassen. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Droiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lang als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Feenvolk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. So, da habe ich schon mal nichts gefunden. Wie schaut du aus? Weshalb Andergast obsiegen wird. Andergast erstrahle. Efferdan der Erste. Hier ist die Geschichte, wie er vor 13 Jahren mit den Helden auszog, um den Seher zu besiegen. Aber auf der Reise wurde er verletzt und musste zurückbleiben. Der 13. Krieg gegen Nostria? Der 14. Krieg gegen Nostria? So viel Zeit habe ich nicht. Eine Notiz zum Seher. Bedauerlich ist sein Feuertod angesichts der versäumten magischen Observation. Wie erlangte er sein Wissen über die Zukunft? War er ein Druide oder gar Hexer? Schien er sich zugleich doch auch feeischer Zaubermacht zu bedienen. Die Untersuchung seiner Überreste blieb ergebnislos. Hunderte von Büchern über Andergast und eines über Nostria. Über Feenwelten. Gar merkwürdig anzusehen sind die Wesen der Anderswelten, von denen man oft nicht eindeutig ersehen kann, ob sie nun Zweibeiner, Tier oder Pflanze sind oder Einsiedlernasen. Über Nostria. Flach und hässlich wie eine Scholle ist das Königreich Nostria. In modrigen Tümpeln angelt der gemeine Nostriake dort nach seinen Salzarelen. Das weiß ich doch alles schon. Mathematik. Viele Krähen ergeben einen Schwarm. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Scheiße, Meter nicht drin. Hätte ich munter finde ich noch was. So, dann werde ich mal wieder da zu schauen. Ich muss mich wahrscheinlich da rein, zu den Typen. Über Umwege. So, guck mal, schaut mit dem aus. So wie die Bretter angeschlagen sind, halten sie doch nicht einmal Tauben ab. Ja Mann, wie schaut denn aus? Viel zu klein, um das Fenster aufzubrechen. Ja, da was sagt das mit der Mistgabel? Und dann sind wir jetzt bei dem Typen drin, ha? Der Magier. Tot, hoffe ich jedenfalls. Ist das ein junger Höhlendrache? Ach, es wird schon seine Richtigkeit damit haben. Da gibt's Notizen. Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchst selbst. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Er hat alles mit diesem Spruch vollgekritzelt. Eos causa discimus.
da drüben einen Magierhut. Brauche ich ja. Eius causa discimus. Eius causa discimus. Ja, Mann, ist ja gut. Quod Dei benevertant. Ha, die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eius causa discimus. Magister Eichwart? Was ist mit euch? All die Gesichter. Tausende Splitter. Gesinde, bewahre meinen Geist. Eius causa discimus. Eius causa discimus. Seine Augen sehen aus, als hätte er sie seit Tagen nicht geschlossen. Jetzt die Frage. Wo tue ich mit dem? Braucht ein Wein? Eius causa discimus. Eius causa discimus. Das war das Rezept. Habe nie verstanden, warum sich Zauberer freiwillig diese unförmigen Trichter auf den Kopf setzen. Eius causa. Nein, keine Geheimbotschaft. Keine Geheimbotschaft. Der Hund? Wird doch nichts. Eius causa. Ja gut. Bei ihm geht nix. Am besten zerstöre ich hier drin nur das Allernötigste. Diese Tafel sitzt fest. Die Tafel. Möchte dich. Unsinn. So leicht zerbricht das nicht. Warte mal. Ich schau noch mal zum Feenforscher. Vielleicht weiß der noch was. Wir müssen reden. Was bedeutet Eius causa discimus? Magister Eichwart wiederholt immer nur diese eine Formel. Aha, das kann ich dir sagen. Es bedeutet, ihretwegen lernen wir. Ein bekannter Spruch unter Gelehrten, der sich auf Physinde bezieht, die Göttin der Weisheit. Was will der Magister damit sagen? Beim Barte des Kobolds, wenn ich das wüsste. Der Wahnsinn hat wohl auch ihn erfasst. Bin gleich zurück. Ja, Mann, und jetzt? Im Regal war nichts mehr, oder? Die Aufzeichnungen dazu liegen an. Die Aufzeichnungen. Ja, schon. Pass auf, da war zu, gell? Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Und da draußen, weiß nicht, da ist schon was gegangen. Was sind das für lästerliche Gedanken? Das muss an diesen Krähen liegen. Das lasse ich lieber. Scheiße, was tue ich? Wenn es schon trichterförmig ist, warum nicht einen richtigen Trichter daraus machen? Schon viel besser. Ein zerschnittener Magierhut. Was tue ich mit dem? Wie komme ich darauf? Ein Trichterhut. Ein Trichterhut. Trichterhut. Eius causa dis. Unwahrscheinlich. Natürlich nicht. So nicht. Das geht so nicht. Ich weiß nicht.
Oder mit der Not hinten. Das lasse ich lieber. Wo finde ich das Artefakt des Sehers? Der Ralf, er will ihn. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Eos causa Eos causa. Eos. Ja Gott. Bei dem geht nichts. Der schwimmt mir Zeug. Nein, was soll... Das kann ich besser. Wie komme ich darauf? Besser nicht. Diese Kreatur ist mir schon groß genug. Ich hoffe lieber darauf, dass das Ding gar nicht erst erwacht. Ja, ich vermute mal, darin geht nichts mehr, ha? Das ist keine Fackel. Rot hinten kann ich nix. Quod Da hinten ist nix Dei gegangen. benevert... Die Götter werden dir... Was? Eos! Ja, Mann, ist ja gut. Bin fut. Da hinten war nix, oder? Nicht, dass es weitergeht. Warum können Mag... Andergast vivat? Fatum est inscriptum. Dahinter muss ein Geheimfach sein. Die Eierstafel, ein Geheimfach. Warte mal. Sieh an. Und da kriegen wir jetzt einen Key. Das muss ein Zauberschlüssel sein. Interessant. Wenn man das Wort Eos umdreht, werden aus den Buchstaben Zahlen. Zahlen. Was haben wir da? Eine 5, 12 und 13, oder? Oder so. Pass auf, Schlüssel. Du eine? Unwahrscheinlich, oder? Kein Schloss. Du sag mal. Wir müssen reden. Zum Schlüssel wollte er nichts Bin sehen. gleich zurück. Das hier lag in einem Geheimfach. Wisst ihr etwas damit anzufangen? Nein, nie gesehen. Toll. So, der war auch nix. Das alles zu durchforsten muss Jahre dauern. Das alles zu durch... Da war nix, oder? Aber es kann vielleicht, warte mal. Wir haben doch draußen Loch im Boden. Warte, da eine? Ah, nicht, oder? Er könnte in dieses Loch passen. Wobei? Ja, doch. Aha, schön. Und was nun? Das Ganze dient hoffentlich nicht nur der Erbauung. Ja, ich sag mal. Ja, da haben wir da einen Rätsel, hä? Kann ich sehen. Was geschieht jetzt? Das heißt, ich kann es aktivieren und deaktivieren. Aha, es gehen ja mehr. Hey, das waren offensichtlich die falschen Symbole. Oder in der falschen Reihenfolge. Die falschen Symbole.
Wie viel brauche ich denn? 5. 5 Symbole. Ich hab grad keinen Peil, wie ich es machen muss. Schau das mit der Dovi. Warte was. Interessant. Wenn man das Wort Eos umdreht, werden aus den Buchstaben Zahlen. Aber, was bringen mir die Zahlen? Ja, sag mal, da muss ich rumprobieren. Das heißt, wir machen eine Pause. Und die machen wir am besten drinnen. Da ist ein bisschen gemütlicher. Und da gehen wir zum Filmforscher. Sag das. Ich stelle mich unten und und beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und servus.